Das große Finale steht endlich bevor, Leute, hier bei Fire Emblem Path of Radiance und zu einem Kampf gegen Ashnar, den Arsch der Geschichte persönlich. Die Frage ist bloß, was soll ich da machen? Weil ganz ehrlich, irgendwie wirkt nur Ragnell und irgendwelche Waffen halt von den, naja, von anderen halt persönlich, also sprich, wenn ich hier mit Zoen, wir natürlich sofort draufgehen, das bringt überhaupt nichts. Ob die was machen kann, bezweifle ich auch, womit ich ja selber drauf gehen und deswegen, naja. Was bietet sie ziemlich? Echt 27 Geschwindigkeit, ey. Alter Falter. Ja, wenn sie sie angreift, oder? Der doppelt und dann ist sie ziemlich im Arsch. Ja, das ist ziemlich hinüber. Das heißt, wenn ich jetzt angreife, muss ich vor allem mit den beiden, Ike und T-Bar, sind die einzigen, die irgendwie Schaden machen können und dann halt mit Alia heilen, mit Racen irgendwie, wobei geht gar nicht mehr. In diesem Sinne, ich stelle mal sie hier hin trotzdem. So, und dann mal gucken. Healing at Life. Dankeschön, Racen. So. Zug 14, wie sieht's jetzt aus? Gut, aus dem fällt natürlich sowieso nichts. Hauch des Todes, keine Chance, ey. Weil halt die Frage wäre, trifft sie jetzt nicht, weil es echt zu schwach ist, oder aber trifft sie nicht, weil, weil sie gar nicht kann, auch mit Hauch und so nicht, genau, geworfen werden. Also eigentlich müsste das, glaube ich, sogar treffen, also sprich Schaden machen, aber eben ist es einfach zu schwach. Also jetzt mal Nasia würde trotzdem Schaden machen, naja gut, weg hier. So ist auch das Problem. Was er machen könnte, wäre im Weg stehen. Er aber trotzdem hinüber war. Ja, ganz toll. Liegt auch in der geringen Verteidigung. Ja, natürlich hat er ein bisschen mehr, aber... Ja, müssen schauen, Leute. Jetzt kann ich noch treffen, nee. Weg mit ihr kann ich auch nicht. Ja, also, Wie gesagt, müssen schauen. Gut. Ike, alle sind bereit. Gut, wir legen los. Ich müsste ja Schaden machen. Aus der Entfernung her geht er nicht, weil ich überlege gerade mit Racen noch, da irgendwie nah rankomme, aber das Problem ist, wenn ich beide... Das Tiber muss natürlich in Nähe, das ist klar, da kann ich aus der Entfernung, yo. Wenn ich es so mache... Oh, der König der Falken, und gefiedert den Kadaver heute hier zu treffen ist. Fantastisch, ich freue mich sehr. Ich mich auch. Ich würde so gerne mit meinen Krallen durch eure Visage fahren, dass ich mich kaum beherrschen kann. Ja, perfekt, perfekt. Das ist, worum es im Krieg geht. Kommt, fangen wir an. Natürlich, geht sogar ziemlich schnell vorbei. Er bewegt sich also nicht mehr, wa? Hey, schon nämlich gut in dieser Haltung. Dein Vater dir als beigebracht, mit dem Schwert umzugehen? Das macht mich sehr glücklich. Ihrer König Ashnar, ich werde dich mit diesem Schwert spalten und deiner Herrschaft des Terrors ein Ende setzen. Du willst mich schlagen? Gut, wenn die Stärksten besitzen, dann soll es so sein. Nach diesem Prinzip existiert auch meine ideale Welt. Wovon redest du? Tschüss. Autsch. Verdammter Mist, ey. Ja, jetzt hoffen wir ihm noch, dass es, also falls er angreift hier, ich muss die fast hier hinstellen, weil, hat er in der Entfernung und so weiter, wobei Racing kann auch gut, ja auch er muss hier bleiben, verdammt, das heißt, alle müssen im Feld nach vorne. Da kannst du jetzt gleich alle Truppen verlieren hier, Leute, aber wenn es so ist, dann muss es leider so sein. Weil Race muss in der Nähe sein, damit ich nachher halt den Finisher setzen kann und dann warte ich noch. Weil sonst Alia zwar irgendwie heilen müsste und so. Hä? Verarschen? Achso, da kommt er unten noch durch. Ich setze mal auf, ja, auf Ike ein. Und wieder voll. Sehr schön, ein bisschen macht Alicia das gleich, aber führte mal, sie kommt gar nicht so weit. Nee, war ja klar.
Verdammt, wieso muss sie so schwach sein? Oh, bekommen sie auch erst zu spät. Meine Fresse. Gut, wir warten mal ab. Ich bin gespannt, was passiert. Er heilt sich, was zu erwarten. Wen greift er an? Okay, doch noch die Entfernung. Wenn es eigentlich, dass er sich bewegt, oder? Gurkurant! Hä? Was ist gerade seine Fähigkeit? Ich bin leicht verwirrt. Wieso hat er keinen Schaden gemacht? Ah, genau, hier, Abbruch hat er gemacht. Okay. Geil, Tiban, geil, du bist mein Held! Tiban, du bist geil! Mach ihn nieder, immer nieder. Uah. Wie aussieht, ey. Hacknell, schneid ihn in zwei, komm schon, Ike! Ike-Tier! Dafür macht das nicht. Ja, jetzt legen wir mal auf Nummer sicher. Und mach einen Scherstab. Healed Life! Und Ali erreicht Level 19, fast schon 20, ey. Der Stab ist down. Naja. Ich mach das am besten, damit beide lang. Geht gar nicht. Verdammt. Ich kann den Raisin höchstens hier hinschicken, damit ich nochmal angreifen kann, also sprich einen Finisher setzt. Was man nachher tun wird. Alles andere. Ja, der Rest kann ja nichts machen, das ist sowas von bescheuert, ey. Ihr habt heilige Rüstung, ihr habt einen heiligen Drachen, hä? Okay, Tiban halt die Attacke auf! Ja, das ist ein Critical? Oh, Gott sei Dank, ey. Ist ja was zu Hause, ey. Wenn wir von Critical schießen. Der will er noch 16, der ist futsch. Hab mich gefreut, du Saftsack. Irgendwie hat er keine Erfahrungspunkte mehr, wa? Wobei Ike auch. Wieso kriegen wir dann keine Erfahrungspunkte bei dem? Mann, Ike ist kurz vor Level 20. Oh. Das ist doch doof. Wir haben noch Stärkung, so. Alle Stäbe sind futsch. Wir machen sie eh nicht mehr. Und Level 20. Ja, toll. Also, ja, falls ich nochmal zocken, ich werde jetzt sicher nochmal zocken, privat. Unbedingt daran denken. Rolf und alle trainieren, die sind geil, die können echt was. Beim Magic und so, ja, eben halt nur eine Stufe trainieren irgendwie und den Rest ein anderes Weg gucken. Und vor allem halt, wenn es um Essen so geht, also sprich die Waffenrollen behalten, bis man eben irgendwie Rang A hat. Und dann halt noch auf S hochstufen, wobei es sogar so geschafft. Diejenigen, die halt die mehrere Waffenlevel haben, also sprich er hat jetzt nur 1, oder? Er hat jetzt mehrere, es hat 3 Stück, aber die nur 1 haben. Da kann man auf die Waffenschrift gut verzichten, ich schaue uns auch so. Ike sich Aitya geben, weil er braucht da so eine geile Fähigkeit. Und ja, er wird jetzt den Finisher setzen, Freunde. Das war's mit dem verrückten König Ashnard. Und zwar Aitya! Exzellent, exzellent, sehr gut. Mehr, sage ich. In dieser Zeit des Aufstiegs reite ich nicht aus. Ist es nicht genug? Mit dem Drachen gekillt war. Sagen wir, der Drache jetzt noch leben. Rangspunkte natürlich keine mehr. Nun ist es wirklich vorbei. Nö. Bei weitem nicht, Freunde, bei weitem nicht. Es ging immer noch das Fire Emblem, dieses, ja, Darrens Medaillon, oder? Was haben wir hier jetzt relativ wenig in Aktion erlebt? Was ob sich noch ändern wird, dann in Radiant Dawn. Ender, bleib zurück! Das Rad des Königs lebt noch! Bleib zurück! Ender! Nein!
Wie? Rajayon. Lien, was ist? Ein Glagus? Nein, das kann nicht sein. Aschnats Reittier ist ein Wyvern, oder nicht? Leute, was macht ihr da? Geduld bitte, wir wollen etwas ausprobieren. Was? Wow. Das war schon... Raisin, das ist... Lena hat mir erzählt, dass eine wahre Form verändert wurde. Da haben wir das Galdra der Wiedergeburt gesungen. Rajayon. Rajayon? Weißt du, wer ich bin? Enna? Ja, du hast mich erkannt. Du musstest wegen mir so sehr leiden. Es tut mir leid. Rajayon! Enna, lass uns nach Golda zurückkehren. Wir beide, zusammen. Ich gehe überall mit dir hin, mein Liebling, solange du nur bei mir bist. Enna, von jetzt an, auf ewig. Rajayon. Er ist im Stamm der Drachen? Ja. Das war wohl auch der Grund, wieso Enna bei Ashnat wart und für ihn gekämpft hat. Ist das... Nee, Mist. Hier ist es. Was ist denn, Ali? Hast du etwas gefunden? Das Medaillon, ich habe es endlich wieder. Ja, und hier habe ich einen Fehler gemacht, weil hätte ich das Spiel auf der Stufe schwer gezockt, wäre der Kampf hier noch viel epischer geworden. Anscheinend hat man ganz kurz nachgelesen, weil ich dachte, vielleicht muss ich noch was beachten bei Ashnat. Aber nee, es ist so, wenn man das Ganze halt auf schwer zockt, das werde ich sicher im zweiten Durchlauf machen, dann, ja, dann machen wir einen Bonuspart, um das zu zeigen. Ja, es ist wie gesagt so, wenn man so schwer zockt, dann ist der Kampf hier, also generell das Spiel sowieso ein bisschen schwerer, die Gegner haben Skills und so weiter oder andere Waffen, also noch mehr auf der Map. Aber hier ist es so, auf der Stufe schwer kommt zum einen die Verstärkung, sprich in Form von Tiban, Naesal oder Gifka. Die kommen erst später, weil Ashnat hat ja zwei Formen. Die normale, gegen die wir gerade gefightet haben, die müsste man dann auf der schweren Stufe alleine fighten, also sprich Ike alleine, ohne Tiban. Wenn man ihn dann besiegt, dann berührt der Lerens Medaillon, wird wahnsinnig, also irgendwie auch nicht, wird einfach halt stärker. Und dann kann man sich entscheiden zwischen Tiban, Naesala und Gifka nochmal gegen ihn fighten. Ja, habe ich hier eben vergeigt, aber ganz ehrlich, das Spiel auf schwer blind, das hätte wahnsinnig gehen. Hätte ich erstmal noch etwa 10, 15 Truppen mehr verloren und zweitens hätte es noch viel länger gedauert. Alia, das Medaillon. Ja, ich weiß. Raisin, Lien. Bitte was? Hier. Oh. Das Medaillon gehört in den Wald von Seunes. Meine Mutter hat es nur aufbewahrt für Lien. Für Lilien. Lien, nimm du es. Vielen Dank, Tochter von Elena. Im Andenken unserer verstorbenen Schwester nehme ich das Medaillon von dir an. Ja, Freunde, und das war das letzte Kapitel. Das Spiel ist so gut wie vorbei. Schloss Cremia. Alle Truppen sind vereint. Egal, ob sie jetzt gekämpft haben oder nicht, ob sie Statisten waren oder nicht, alle sind wieder hier. Alle sind fröhlich, alle sind gesund. Bis auf Rhys. Der ist down.
Im letzten Jahr habe ich mich darauf konzentriert, diesen Krieg zu gewinnen. Heute stehe ich hier und lege Zeugnis ab über eure Tapferkeit und euren Einsatz. Ich weiß, dies wird niemals ausreichen, aber ich wollte diesen Moment nutzen und zu euch allen sprechen. Vielen Dank. Ich hoffe, ich kann mich auch weiterhin auf euch verlassen. Natürlich, ich hoffe, ich kann dir auch weiterhin von Nutzen sein. Du bist gewachsen. Ich wünsche mir nur, Commander Grey und Elena könnte ich jetzt sehen. Wir sind einen langen Weg gegangen. Dich schien er manchmal kurz zu sein. Ich bin froh, dass es endlich vorbei ist. Wir haben es gut gemacht, nicht wahr? Ich bin sicher, Mama und Papa werden stolz auf uns. Gut gemacht, Ike. Natürlich war ich an deiner Seite. Anfangs wäre unser Sieg womöglich aus den Händen geglitten. Ja. Ike, ich mein Commander Ike. Ich werde weiter fleißig trainieren, sodass ich immer besser werde. Danke, dass du mir geglaubt hast. Ike, werden wir weiter als Söldner arbeiten? Ich bin zwar ein großartiger Soldat hinzu, aber, naja, das leichte Leben eines Söldners ist das einzige Wichtige für mich. Nun lass uns mal nach Mädchen schauen, wa? Ja, Boss, wir haben es geschafft. Wuhu! Wisst ihr, ich habe mich total verliebt in euren Kampfstil. Wenn ich trainieren würde, wäre das großartig. Lass mich ein bisschen in eurer Nähe bleiben, in Ordnung? Für mich gibt es hier nichts mehr zu tun. Ich werde dich bald verlassen. Wenn du meine Hilfe brauchen sollst, weißt du ja, wie du mich finden kannst. Okay. Und der Rest? Wollte ich sagen. Alicia, ich muss jetzt so lange warten, aber ich habe endlich unseren Vertrag erfüllt. Die Mission ist beendet. Milord Ike, im Namen aller von Cream und im Namen meiner verstorbenen Eltern, meines Onkels, danke ich euch noch einmal. Oh, hört aber auf. Kommt schon, kann ich damit aufhören? Entschuldigung, was meint ihr? Ich denke, ich bin mittlerweile mit einigen Aspekten der höfischen Etikette vertraut. Aber komme immer noch nicht mit diesen Verbeugungen klar. Das macht mich nervös und auch irgendwie hibbelig. Ah, Milord Ike. Oh, ruhmreicher Tag des süßen Sieges, gepriesen der Tag, den unser Göttin und Ike sandte, unser Land zu retten. Vielen Dank, General Ike. Euch habe ich es zu verdanken, dass ich nun verstehe, wie ich Prinzessin Alicia ein bisschen dienen kann. Euch stärker die dunklen Wolken, die Grimm überschattet, vertrieben. Am heutigen Tag an werden wir alles tun, dieses Land wieder zu dem zu machen, was es einmal war. Hey, General, es ist der Grimm als Retter. Ich weiß eurem lohnenswerten Einsatz die Ehre. Hurra! Nein, 1000-mal Hurra! Puh, Mann, ich bin froh, dass es vorbei ist. Als ich König Ashtok gesehen habe, dachte ich, jetzt wäre alles vorbei, dass er mich foltern würde. Ihr wart wie ein Stier. Danke, Mann, wir können nach Hause gehen und meine Familie wiedersehen. Wenn ich zurück aufs Land gehe, werde ich von meiner Familie und meinen Freunden damit angeben, dass ich rund euch gedient habe. Dark und ich werden hierbleiben und neuen Geschäften nachgehen. Creamier sieht Aufbau wird viele Leute herführen. Wir werden ein Gasthaus einrichten, in dem man gutes Essen und gute Getränke bekommen wird. Zur sexy Khalil oder so etwas in der Art. Und kostenlose Butter wird auf jedem Tisch stehen. Wir werden 0, nichts reich sein. Mit kostenlos? Ja, sicher. Wir werden auch allen Bescheid sagen, wenn wir soweit sind. Ihr seid jederzeit willkommen. Wir machen auch sogar einen Sonderpreis. Vielleicht sollen wir es General Ikes Gasthaus nennen. General Ike, ich werde mich für den Angriff von euch verabschieden. Ich muss nach Betschen, um über den Ausgang des Krieges Bericht zu erstatten. Nehmen die Betschen-Soldaten nicht mit? Ich habe das eine Reihe von ihnen zur Verfügung gestellt. Auch wenn der Krieg vorüber ist, wird es eine Weile dauern, bis das Land wieder sicher ist. Ich habe mit der Prinzessin gesprochen und sie gefragt, ob wir möglicherweise helfen könnten. Daher überlasse ich sie euch noch für eine Weile. Ich bedanke Betschen sehr viel. Am Ende habt ihr nicht nur ihr, sondern ein ganzes Bataillon unserer Truppen verstärkt. General Zelgius und seinen Truppen ist es zu verdanken, dass wir in den letzten Schlachten noch mehr Verluste zu beklagen hatten. Wo war der überhaupt? Er und seine Männer kümmerten sich um den, die sich auf dem Rückzug befanden, während wir uns auf den Gegner vor uns konzentrieren konnten. Egal wie viel Unterstützung ihr hattet, den Sieg verdanken wir allein eurer Stärken und euren Führungsqualitäten. Ich weiß, dass es 2 Personen gibt, die sich über die Nachricht eures Triumphs sehr freuen werden. Bitte sprecht der Hohepriesterin und Sephira meinen Dank aus. Eines Tages werde ich Ihnen persönlich danken, aber verstanden. Lebt wohl, General Ike. Ich freue mich, euch weiter zu sehen. Lebt wohl. Ike, mein Hübscher, ich habe mich entschlossen, wieder beim Pegasus-Ritter von Betschen zu dienen. Klasse Sache, wa? Schade, das war so geil. Oh, ich verdanke dir so viel, Ike. Vielen, vielen Dank, man sieht sich. Ich denke, ich könnte Betschen von vorne anfangen. Vielleicht ist es noch zu früh. Ich will verantwortlicher leben. Und ich bin es leid, dass meine Knie scheinbar in Gefahr sind. Auf Wiedersehen, Ike. Auf Wiedersehen, General Ike. Dieser Krieg hat mir zu Selbstbewusstsein verholfen. Daher werde ich mich wieder in den Dienst der Pegasus-Ritter von Betschen stellen. Vielen Dank. Nun, wir gehen dann nach Hause, wa? Alle unsere bösen Freunde warten dort auf uns. Und wow, wir können ihnen vielleicht Geschichten erzählen. Lagus und Berg. Vielleicht wurde die Kluft zwischen uns ein wenig verringert. Krieg ist schrecklich. Und doch haben wir vielleicht etwas vom Wert durch ihn erhalten. Suchmenschen zu den Dünen kommen. Wir sitzen zusammen und reden, wir kämpfen nicht. Okay. Tschüss. Oh Mann, er hat eine ganze Weile gequatscht.
Verlasst ihr uns schon? Ja, ich bin weg. Ich muss ein paar wichtige Gäste im König begleiten. Gäste? Er spricht von uns. Wir werden zusammen mit unserem Vater eine Weile in Galia bleiben. Wir Reihe bevorzugen es, in der Nähe des Waldes zu leben. Tiban hat in unserem Namen mit König Kennegis gesprochen. Wir kehren nicht nach Senoes zurück. Wir haben zwar Frieden mit der Hohepriesterin geschlossen, aber wir sind noch nicht so weit, wie an Senoes zu leben. Ich verstehe. Eines Tages werdet ihr zurückkehren. Beorg und Lagus werden so verstehen und akzeptieren. Damit mögt ihr recht haben. Ich hoffe es. Seid ihr bereit? Wir sollen bald aufbrechen. Gifka, ich stehe in eurer Schuld. Galia ist für mich ein besonderer Ort. Und ich darf doch gerne mal nach Galia kommen. Kommt, wenn ihr mal Lust und Zeit habt. Da könnt ihr mir zu freuen, euch zu sehen. Oh, noch etwas. Du wirst mich bald wieder sehen. Galia hat sich entschlossen, alles mit dem Wiederaufbau von Crimea zu tun. Der werde ich bald wieder hier sein, diesmal mit einer Armee von Handwerkern und Arbeitern. Gut, wir werden hier auch erwarten. Oh, wartet, Rayson Lien! Ja, was hast du denn? Meint ihr könnt das Medaillon nicht noch einmal anfassen für Mama und Papa? Natürlich, bitte, streck deine Hand aus. Gut, vielen Dank. Das war es schon? Ja, ich wollte nur auf Wiedersehen sagen. Ich danke dir. Und auch euch, Ike. Was? Ich würde auch gerne euren Eltern danken. Die Hoffnungen meiner Schwester haben sich erfüllt. Danke. Ja. Ike wird auch helfen, Crimea wieder aufzubauen. Werde viel Kraft einsetzen. Ich kann nicht glauben, dass ich das jetzt sagen werde, aber ich muss zugeben, dass du dich gut geschlagen hast. Du warst ein guter Kämpfer. So gut wie ein Berg. Nun, wir sehen uns. Oh, meine Fresse, ey. Und natürlich die Vögel auch noch. Nun, es wird Zeit für uns aufzubrechen. Wir haben ein vertrautes Verhältnis entwickelt, nicht wahr? Das stimmt, wir sind auch besonders für die Hilfe im Wald und Senoes dankbar. Das nächste Mal, wenn ihr die südliche Küste bereist, kommt nach Phoenix. Das ganze Land wird euch feiern. Das Land der Falken, wie? Das wird lustig. Ich möchte zu gern wissen, wovon ihr euch ernährt. Wir sammeln Beeren von Bäumen, die auf so hohen Gipfeln wachsen, dass kein Berg sie erreichen kann. Der Saft und die Süßspeisen, die wir aus ihnen machen, suchen ihresgleichen. Es gibt Delikatessen aus dem Meer, Leckereien aus den Bergen, wir haben einfach alles. Als Süßspeisen passe ich, aber ich nehme eine extra Portion Fleisch. Haha, lasst es ruhig mir. Ich hasse eure fröhliche Plauderei stören zu müssen, aber ich dachte, ich sollte vielleicht auch sagen, naja, ihr braucht Kilvers nicht zu besuchen, ja. Es gehört zu unserem Prinzip, keine Berge einzuladen. Es sei denn, es wird sein gut dafür, Kalina Isala, trotz eurer Attitüde seid ihr uns am Ende doch zu Hilfe gekommen. Und ihr seid ein besserer Verbündeter gewesen, als er zu offen gewagt hatte. Pja, er hat aber dämliche Zunge und einen dämlichen Kopf und erzählt niemand davon, ja? Ich habe schließlich einen Ruf zu verlieren. Das ist ein schlechter, aber egal. Lebt wohl, ich habe das mit Phoenix ernst gemeint. Ihr seid immer willkommen. General, die Stimme der Vögel stehen in eurer Schuld. Wir sind dankbar. Bitte passt einfach auf. Wenn jemals die Angst König nötigt, feuert einen brennenden Pfeil ab, ja? Bei den Süden kommen. So wenn ich nicht gerade für den König unterwegs bin, natürlich. Ist klar. Ja, Luki, hallo, sagst du auch was? Nö. General Ike, ich werde auch niemals vergessen. Danke, dass ihr mir mein Irrtum aufgezeigt habt. Wenn der Vorsehung vorbei ist, glaube ich, bekomme ich etwas schlau. In denen stehen die Dinge ebenfalls schlimm. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringen wird, aber ich werde zurückgehen. Es ist immerhin meine Heimat. Ich habe im Park gespielt. Nun bleibt nur noch eins, den Ort zu verlassen. Die Geschichte wird mein Handeln beurteilen. Massen und die anderen gehen nach denen. Ich denke, wir werden mit ihnen gehen. Vielen Dank für alles, General Ike. Ich hoffe, ich habe genug zu essen gepackt. Ich habe Hunger. Crimea ist ein interessanter Ort, aber ich werde nach denen reisen. Vielleicht wird das Schicksal uns wieder zusammen. Jo, im Nachfolger dann bei Radiant Dawn. Weil dort, ja, wird scheinbar noch viel heftiger werden, auch mit den Medaillons und so weiter. Seltsam, na. Wir waren beides, Gegner und Verbündete. Danke euch wurde Rashayo gerettet und auch ich, danke. Du warst also beim König von denen, um Rashayo zu retten? Ja. Rashayo ist die wichtigste Person in meinem Leben. Vor ungefähr 19 Jahren sagte er, dass er sein Wissen erweitern wolle und hat Goldor verlassen. Er kam niemals zurück. Als ich ihn gefunden hatte, war es zu spät. Er war verändert, er hat mich nicht erkannt. Und doch wollte er in seiner Nähe sein. In Asses Hilfe kam auch ich nach denen. Oh, Großvater. Vielleicht liegt es daran, dass er seinen Leichnam nicht gesehen habe, aber es fühlt sich nicht so an, als sei Nase wirklich tot. Es ist, dass er irgendwo da draußen. Habt ihr ihm vergeben? Er braucht meine Vergebung nicht, außer im Moment, als ich seinen Verrat erfahren habe. Ich habe ihn niemals als Feind betrachtet. Das ist gut. Gehst du nach Goldor zurück, Anna? Ja. Ich muss Rashayo helfen, seine Heimatstadt zurückzukehren. Pass auf dich auf und grüß Kurt Nagerherz von mir. Das werde ich, danke.
Ach ja, Ike. Botschafter zwischen Beorg und Lagus. Richtiges Aufgebot hier. Der Krieg ist vorüber. Das Volk von Crimea, das sehr unter der grausamen Besetzung durch den gelitten hat, hat seine Freiheit wiedergewonnen. Die Crimea haben ein Sprichwort. Egal wie hart er ist, auf einen Winter folgt immer ein Frühling. Und dann der Sommer, und dann der Herbst und wieder der Winter. Diese Worte haben sich bewahrheitet, als eine warme Brise der Veränderung durch das Land geht. Der Krieg hat das Land in Schutt und Asche gelegt. Aber das Volk erhebt sich aus der Asche wie der Phönix und macht die ersten Schritte, seine Nation wieder aufzubauen. Obwohl sie als Halbmenschen verachtet wurden, verdrängen die Lagus die Feindseligkeiten und kommen ihren Nachbarn zu Hilfe. Die Crimea werden niemals vergessen, dass es Gallia war, das an ihrer Seite kämpfte und geholfen hat, sich aus Dins Würgegriff zu befreien. Angespornt durch das Beispiel, das ihnen Elysia und ihre getreuen Gaben geben, wie auch immer, beginnt Crimea sich in das Land zu verwandeln, von dem sein König immer geträumt hat. Einem Land, in dem Lagus und Beorg in Harmonie und Gleichheit zusammenleben. Der Wiederaufbau schreitet zügig voran, sodass die Übergangsregierung die Inthronisierung Elysias verkünden kann. Sie wird die neue Königin von Crimea. Schließlich ist der Tag der Krönung gekommen. Wieso ist das so lahmarschig? Schloss Crimea. Ich bin so müde. Ich könnte glatt umkippen. Frieden ist ja gut und schön, aber es gibt so viel zu tun. Na, man hat das Spiel alles zurückgestellt. Wir bauen ein Land auf, das durch den Krieg völlig zerstört wurde. Natürlich ist das schwer. Du hast recht. Ich wette, Prinzessin Elysia und die Leute im Schloss sind doppelt so fleißig wie wir. Da wir gerade über Elysia reden. Was macht sie überhaupt? Sie sind im Zimmer dort drüben, umgeben von Hofbeamten. Sie sehen sehr beschäftigt aus. Sie tun mir leid. Solange sie überhaupt ein wenig Ruhe findet, mache ich mir keine Sorgen. Aber vermutlich findet sie die nicht. Ja. Vielleicht, wenn ich ihr ein Schlaflied singen würde? Oh nein! Ich habe es vergessen. Was, Nalia? Ich habe es Medaillon Racing gegeben. Das Galdra habe ich vergessen. Ike, was machen wir denn jetzt? Hey, ja, also... ja, wir haben niemals herausgefunden, wer Altina ist, oder? Sie war die Einzige, die das Galdra singen konnte. Nun, wenn sich die Dinge hier beruhigt haben, werden wir uns auf die Suche nach ihr machen. Meine Fresse, mach ein bisschen hin hier. Was von Altina? An der 3, die den dunklen Gott besiegten? Hey! Sifiran! Haben sie also geschafft, wa? Ich bin gerade angekommen. Lasst mich euch zu einem erfolgreichen Ausgang eurer Reise gratulieren. Danke. Bitte sag mir, wisst ihr, wer Altina ist? Sicher. Altina hat mein Heimatland Betschning gegründet. Oh, dann war das wohl ein Missverständnis, wa?
Wir können niemandem ein Lied geben, der vor langer Zeit gestorben ist. Es gibt jemanden, der das Blut und den Namen teilt. Die wahre Erbin von Altina. Wer ist es? Sanaki Altina. Niemand anderer als die Hohepriesterin selbst. Die Hohepriesterin... Ist es in Bädchen bekannt? Nein. Es gibt nur wenige, die diesen Namen kennen. Warum fragt ihr? Die Hohepriesterin ist Altina. Bin ich erleichtert. Unerschöpft. Ich gehe zurück in mein Zimmer, ja? Bis später, Sephiran. Das kam so plötzlich. Habe ich etwas Falsches gesagt? Nein, absolut nicht. Es ist nur so, dass so viel zwischen Bädchen und den Säulen passiert ist. Würdet ihr mir davon erzählen? Ich würde gerne hören, was ihr dazu zu sagen habt. Alter, wer ist dieser Typ? Natürlich, ehrlich gesagt, naja. Also irgendwie finde ich Sephiran schon irgendwie ein bisschen ein seltsamer Typ, ganz ehrlich. Ah ja, der Mord, also so ähnlich wie Zelgius. Das sind Geschwister, weil das sind irgendwie ähnlich Haus und Frisur, ja. Des dunklen Gottes, la la la. All dies gehört zu Aschnats großem Plan. Zu diesem Schluss sind wir gekommen. Ihr seht mich ratlos. Ihr seht mich ratlos. Wie das? Seit vielen Jahren bereise ich das Land. Beobachtend, zuhörend. Naja. Und doch habe ich niemals das herausgefunden, was ihr herausgefunden habt. Oh. Nun, da ihr mir das erzählt habt, weiß ich nicht, was ich sagen soll. Ich habe nur die Hoffnungen meiner Eltern Wahrheit werden lassen. Punkt. Mann, Leute, wieso muss er so lahmarschig sein? Ich kann echt nichts machen, kann ich Knöpfe drücken, nix. Ja, gut, dann quatsch ich am nächsten Runde hier. Lalala. Ja, die waren toll. Er hatte vertrauenswürdige und fähige Gefährten an meiner Seite. Und tolle Zuschauer. Nur mit ihrer Hilfe wäre ich dazu in der Lage. Das ist wahr. Immer ganz bescheidene, wie? Nun, bevor ich nach Hause zurückkehre, darf ich das Galdra der Befreiung hören? Ich möchte es der Hohepriesterin geben. Kennt sie eigentlich überhaupt? Meine Fresse, fang ich an. Zu gähnen, ey. Ich nehme an, das wird für eine kleine Weile tatsächlich der Fall sein. Vielleicht sogar für eine große Weile, wenn die Geschwindigkeit nicht angedrosselt wird. Come on. Eine kleine Weile? Ihr seid der Held von Creamier, General, wenn ihr es wünscht. Steht euch jedes Amt offen. Das ist mir egal. Das schafft mehr Probleme, als es wert ist. Und ich sehe keinen Wert darin, als extravaganter Lord zu leben. Milord Ike! So das Land gesichert ist, gebe ich den Titel und alles andere ab und werde wieder ein einfacher Söldner. Ihr seid wirklich... Hä? Ist das denn so lustig? Ja, sehr sogar. Das ist mir irgendwie unsympathisch. Ein Lachkrampf, okay. Soll man sagen, da, ich könnte echt rüde sein. Commander, hast du eine Minute Zeit für mich? Klar doch, Titania. Was ist denn los?
Prinzessin Alicia. Ups. Ja, ich meine natürlich jetzt Königin Alicia. Die Minister des Hofes wünschen, dass Königin Alicia und du auf den Balkon gehen und euch dem Volk zeigt. Was? Das Volk grüßen? Ich? Ja, du. Ich habe getan, was mir aufgetragen wurde. Nun behalte dich und geh. Hey! Tatenia! Ah, das ist ja wieder mal. Das ist, warum soll ich denn? Ah, was soll das nur? Das Volk von Crimea wünscht, seinen Helden zu sehen und zu loben. Selbst wenn der Held protestiert. Wenn sie ihnen zujubeln wollen, dann nach der Königin Alicia. Ich will mit dir reden. Naja, tu das mal. Und so schlugen die Helden ein neues Kapitel der Geschichte auf. Ike, ich bezweifle, dass du es jemals bemerken wirst. Deine Geschichte eines gewöhnlichen Söldners, der zum Helden wurde, wird den Ehrgeiz vieler wecken. Dieser Ehrgeiz wird Unruhe in das Land bringen. Ich bin mir sicher, Ashnard hat dies genau gewusst. Auf eine Art erfüllte sich Ashnards Traum vielleicht doch noch. Die Saat des Krieges wurde über den Kontinent verteilt. Es scheint, als läge die wahre Herausforderung noch vor dir, mein galanter junger Held. Möge die Göttin mit dir sein. Ja, möge die Kraft mit dir sein, heißt das. May the force with you. Oha. What's wrong? Everyone's waiting to see you. I'm nervous. I've spent my whole life in hiding. It's just no one ever taught me how to rule a kingdom. I don't think I'm ready to be their queen. I don't think I'm ever really going to be ready. What's the matter with you? Ike, stop it. How can Did anyone teach you how to hire mercenaries? No. But that's not the same. How to win back lost allies? How to win back your lost kingdom? That's different. No, it's not. You've done such an amazing job, and I think you always will. I see. All right. Come on. We'll do this together. Thank you, my Lord Ike. I am so blessed to have met you. Na, ob aus den beiden vielleicht noch ein paar wird, wer weiß, wer weiß. And so it was that in the spring of the year 646, Alincia Rydell Crimea saw peace return to her homeland. In the years to follow, the story of Queen Alincia and her noble hero Ike spread across the land and inspired the songs of many a wandering troubadour. Ja, vielen Dank, Untertitel, dass es immer so spät kommt. So Leute, da kann ich nichts einstellen, auch dass es plötzlich so leise war und so, was da sonst immer so laut war. Die Credits, oh mein Gott, ja Freunde, das war das Let's Play zu Fire Emblem 9, Fire Emblem Path of Radiance. Satoru Iwata! Iwata-san, vielen Dank, vielen Dank. Oh, meine Fresse, war das... Ja, wie soll ich sagen, war eigentlich ein relativ langes Let's Play, mal gesehen davon, dass ich natürlich immer schon überzogen habe, mit 30 bis 40 Minuten Parts und so weiter.
Aber bei Rollenspielen nur 20 Minuten zu machen, vor allem bei solchen Strategiespielen, finde ich schon irgendwie seltsam. Aber egal. Ja, Fire Emblem 9, nicht mein erstes Fire Emblem Spiel, aber das erste, das ich Let's Played habe. Und ich hoffe, ich habe es einigermaßen gut gemacht und so. Also sprich gut erklärt und so, was wir vorhaben, strategiemäßig. Und ja, mir ist echt nur einer abgekratzt. Und dafür, ich meine, da konnte ich jetzt echt nichts für Swiss da sterben musste. Mein Gott, also das... Klar ist doof und so, ich hätte es nicht lieber anders gehabt, aber naja, was soll's. Ansonsten Fire Emblem 9, also Path of Radiance, ein, wie ich doch finde, geiles Spiel. Es hatte sehr, sehr viele, naja, Schwarzer Ritter, ich hasse für die Pest. Es hatte sehr, sehr viele Szenen, wo man eigentlich sagen musste, okay, das habe ich anders erwartet. Sprich, wo es eigentlich das Spiel, mich selbst, kann man so sagen, überrascht hat. Sei es mit dem Beorg, sei es mit dem Lagus, sei es mit dem feindlichen Lagus plötzlich und auch wieder zu Freunden wurden. Die ganze Geschichte dahinter, vor allem natürlich auch die Geschichte mit Ikes Eltern noch, was im Hintergrund von Betchen ablief, wieso überhaupt den angegriffen hat und so weiter und so fort. Also in dem her war es schon sehr, sehr spannend, sehr aufschlussreich. Und ja, ich muss eigentlich sagen, von dem her freue ich mich schon sehr auf Radiant Dawn, weil Radiant Dawn selbst, das Spiel, soll jetzt angeblich nicht so geil sein, aber trotz allem wird dort die Geschichte abgeschlossen. Wie ich schon vorhin erwähnt habe, mit Lyrens Medaillon, so, also sprich mit dem Fire Emblem, wie es hier heißt, das haben wir hier nie in Aktion erlebt. Das dunkle Gott und so, was ist damit die, wurde der genau versiegelt, wieso kam nicht mehr zurück und so weiter. Und solche Fragen sollen scheinbar bei Radiant Dawn beantwortet werden und auch der wahre Bösewicht dahinter, also scheinbar war gar nicht Aschnat der wahre Bösewicht, vielleicht ist es auch der Schwarze Ritter, es ist Celgius oder Sephiroth, der kam am Schluss auch ein bisschen seltsam vor, oder vielleicht sogar Saki selber, die Hohepriesterin, wie auch immer. Ja, von dem her, wird es mir eine große Freude sein, auch den zweiten Teil, sprich Radiant Dawn, noch zu zocken. Ob ich es auch Let's Playen werde, hängt natürlich auch von euch, aber ob ihr das auch wollt. Auf alle Fälle muss ich erstmal das Spiel besorgen, weil es ist ein Wii-Spiel und natürlich gäbe es Mittel und Wege, das Ganze zu organisieren, aber auf, sage jetzt mal, relativ normalem Wege, über zum Beispiel eBay und so weiter, wäre schon relativ teuer, vor allem im Wii-Spiel. Und ich hoffe da eigentlich noch ein bisschen, dass Nintendo mir da entgegenkommt und es auf dem eShop noch, released. Aber gut, aber dazu. Ansonsten typisches Fire Emblem-Spiel, also das heißt typisch, ich meine, klar, es war das erste Fire Emblem-Spiel in 3D sozusagen. Die Fire Emblems vorher waren ja alle für ein Game Boy Advance und Game Boy Color, ne, Game Boy Advance und natürlich noch NES und glaube Super Nintendo noch. Aber Fire Emblem 6, 7, 8 waren ja für ein Game Boy Advance, genau. 9 ist jetzt, also das für den Gamecube, 10 ist dann im Radiant Dawn für die Wii. 11 war wiederum Shadow Awakens für den DS und so, und dann hatten wir 13 mit Awakening und so, und 12 kam nie bei uns raus. Ach ja, von dem her, also 3D-Import ist super geklappt, muss ich sagen, ist auch super alle, aus und so weiter. Die Musik, gut, teilweise habe ich jetzt die Kampfmusik ein bisschen bescheuert, also zum Schluss hin, da wo wir mit denen gekämpft haben und so, aber okay, anderes Thema. Was sonst so typisch Fire Emblem-mäßig, ja, sagen wir jetzt mal, das Neuerungen, vor allem Bonus-EP-System, das hingegen fand ich ja schon geil. Dann halt auch also sprich Kapitel und so weiter, dass man da irgendwie in den Shop rein konnte und dann Fähigkeiten ausrüsten konnte, im Bonus-EP verteilen konnte und so weiter und so fort. Das war alles geil und so, dass die Charaktere mehrere Items tragen konnten. Das war ja früher immer so, dass du insgesamt 4 Waffen oder 4 Items tragen konntest. Das waren meistens 3 Waffen plus ein Heilmittel. Und hier konntest du 4 Waffen plus noch 4 Items tragen. Das war natürlich schon sehr, sehr geil. Andererseits, natürlich auch nicht so geil, ich persönlich nicht fand, war, naja, man kann sich nicht wirklich auf der Overworld irgendwie herummarschieren, trainieren, in Kasernen und so weiter geht auch nicht. Du bist irgendwie auf die Kapitel selbst angewiesen, halt auf Bonus-EPs. Und teilweise, ja, wurde es halt, also für einen Blindspieler, wie eben auch damit okkulte Fähigkeiten mit den Waffenrollen, die waren sehr, sehr rar, man konnte sie auch nie kaufen. Und was ich immer noch ein bisschen kacke fand, war das Magie-Waffendreieck. Im Sinne von, Licht ausgeschlossen, es trifft alles gleich viel, Finsternis gibt es nicht mehr. Und so gesehen, ja, es ist ein geiles Fire Emblem. Toll, jetzt muss man direkt reinquatschen. Ja, wie auch immer, es war ein geiles Fire Emblem, es hat mir riesig Freude gemacht, trotz allem. Würde ich sagen, es ist auf meiner momentanen Liste nur auf Platz 3, hinter, also Awakenings Platz 1,
Platz 2 wäre wohl Fire Emblem 7, also Blazing Sword. Also bei uns ist es nur Fire Emblem. Und dann trotzdem ein bisschen bessere Story, wie ich finde. Gut, es war ja auch in sich abgeschlossen. Und ja, die Geschichte hier müssen wir eigentlich, wie gesagt, mit Radiant Dawn zusammen noch beurteilen können. Und ob das noch was wird, auch hinsichtlich Let's Play und so, mal schauen. Wir hatten noch vergessen zu erwähnen. Natürlich immer so eine Frage mit dem Fazit, vor allem, wenn der Part schon so lange dauert. Fluss des Blutes, dann schlecht. Ja, noch was zu erwähnen. Waffen, Dreieck. Und das mit den Schmieden, theoretisch auch geil, die Funktion, dass man bestehende Waffen jetzt schmieden kann, zum Beispiel einen Schnitt und so. Nach einem Kurzspiel so, nee, ging nicht, du hast nur eine Auswahl von Waffen und die kannst du schmieden. So neue Waffen, andere nicht, fertig. War auch eher gewöhnungsbedürftig und naja, aber wie dem auch sei. Ich hoffe, diese Punkte werden alle in Radiant Dawn verbessert, auch wenn Radiant Dawn allgemein nicht so beliebt sein soll. Was aber schon mal sagen kann bezüglich der Story, man fängt dort scheinbar in den an, weil, wie es natürlich auch so ist, oder? Das war ja, glaube ich, damals im Zweiten Weltkrieg auch, so nach dem Ende. Das Land, das den Krieg angefangen hat, natürlich nicht unbedingt schuld, sprich die Bewohner nicht unbedingt schuld, sondern waren ein paar Typen, die das Gefühl hatten, sie müssen sich überall anstellen. Aber trotzdem ist natürlich das Land selbst, was nachher leiden muss. Und da fangen wir nachher bei Radiant Dawn an. Sprich, in denen, wo die Bevölkerung zu leiden hat, unter, keine Ahnung, vermutlich Crimea und Bechnin, oder? Die irgendwie, oder vermutlich vor allem Bechnin, die da eindringen und denken, sie müssen denen zu eigen machen. Darf man so, wie ich es mir gerade vorstelle. Und ja, wird sicher spannend werden, das Land zu befreien, dahin zu kommen, was mit Lorenz, mit Alio genau los ist und so und wer eigentlich hinter allem steckt. Und natürlich alle Charaktere, die wir bis jetzt kennen, nochmal zu treffen, 3 Jahre später. Plus natürlich auch neue Charaktere zu rekrutieren, kennenzulernen. Und endlich wieder mal ein richtiges Waffendreieck, vor allem Magiedreieck mit Natur stärker als Licht, Licht stärker als Finsternis und Finsternis stärker als Natur. Ja, in diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank fürs Kommentieren und hoffentlich bis zum nächsten Fire Emblem Spiel. In diesem Sinne hoffentlich bis zu Radiant Dawn. Bis dahin, ciao zusammen!
Tja. Also irgendwie war ja klar, Sowen einfach nur ein krasser Typ ist. Sowen Platz 1! Ja, und damit endgültig vorbei. Freunde, danke fürs Zusehen. Ciao zusammen.